Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurten. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Zwei Infos vorneweg. Ne? Ich habe jetzt gerade ein Video zur Veröffentlichung freigegeben. Ein sehr langes Video. Ganz ehrlich, die Leute, die sich beschweren zwecks der Werbung, werden sich freuen. Es ist gelb geworden. Es ist 1,5 Stunden. So, ihr könnt das in der Arbeit bingen, ohne dass ihr permanent ans Handy gehen müsst, um irgendwas zu überspringen. Bitte gern geschehen. War YouTube schuld. Ich hätte es monetarisiert. Ich sag's, wie es ist. Aber und zum anderen, ich habe euch gerade ein Video hochgeladen, was ein wenig Downer sein könnte. Ne? Da geht es um Ärzte-Themen, da spiele ich dann auch nicht mein Mädel da ein. So, und ich schaue jetzt mal, wie das Feedback ist. Und werde gegebenenfalls häufiger mal Meinungsvideos rausklutschen, weil es gibt viel auf der Welt und ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe eine relativ starke Meinung zu sehr vielen Dingen. Es sei denn, ich habe wirklich gar keine Ahnung von der Materie. Und ich diskutiere gern. Dementsprechend kann sein, dass das jetzt häufiger gibt. Weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen, wie wir es umsetzen. Schauen wir, wie wir es am besten machen. Ja, was haben wir noch? Schandtat des Tages. Schandtat des Tages ist von Axel F11. Axel 11? Axel F? Ich kann meine eigene scheiß Schrift nicht mehr lesen. Bild. Natürlich geht es hier um die Begrapschung des Indigo-Bärchens. Und das ist eine Nummer, die halt nicht geht, Digga. Das halt, da muss man nicht viel drüber sagen. Ne? Zum Background, Rainer hatte dieses Indigo-Bärchen bei sich. Ich weiß nicht, ob sie vorher Haterin war oder nach Haterin war, keine Ahnung. Aus den Erzählungen muss ich sagen, ist die wahrscheinlich eine komplett durchbachen. Ne, allein schon ob der Tatsache, dass sie zu Reini gefahren ist. Aber was halt unbestreitbar ist, sie hat eine Sprachnachricht von ihm bekommen, in der er zugegeben hat, dass er sie angegrapscht hat, als sie gepennt hat. Ne? Er hat wohl einen sehr tiefen Schlaf. Und aber der Rainer war Gandelmann und ist natürlich überm T-Shirt geblieben. Immerhin. Das ist natürlich das verabscheuungswürdiges Horizon-Verhalten vom Allerfeinsten und absolut inakzeptabel. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Gut, dann sind wir bei 3 Minuten. Das ging jetzt relativ schnell. Ne? Bei 3 Minuten geht die Hasperei hier los. Ich schreibe es mir schnell noch auf. Da müsste noch ein paar Sekunden. Aber, bam. So, wir gehen jetzt weiter hier. Buchplot von Der Jäger. Ich weiß nicht, ich habe einen Kübel da. Für einen Notfall, ich habe einen Kübel nicht weit weg, ne, für den Fall, dass ich kotzen muss. Und macht's kurz Pause, holt euch auch einen Kübel. Ne? Und dann hockt euch her, Sommerbeere. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging einer in Rainer. Egal, der sieht immer noch so aus mit diesem mit meinem Rahmen da, ich so ein Alien. Verständlich. Warte mal, ich mach mal kurz Fenster. Oh, eine Sekunde, das ist zu laut. Ja. Ja, ich habe jetzt noch 2 Kapitel vor mir. Okay. Nee, sogar 3 Kapitel 9, Kapitel 10 und Kapitel 11. Ja, ist schön. Rainer kann bis 3 zählen. Applaus. Ne? Ey, das ist jetzt ein bisschen weird. Ich hoffe, das passt jetzt vom Sound. Sie ist ein bisschen laut, aber er ist ein bisschen leise. Mal zur Abwechslung, das ist mal andersrum als sonst. Okay. Kapitel 11 ist aber das Kapitel, wo ich mir weitergeschrieben habe. Also muss ich jetzt noch Kapitel 9, Kapitel 10 fertig korrigieren und überarbeiten. Kapitel, Rainer. Kapitel, nicht Kapitel. Korrigiert ist es ja noch nicht, das ist nur überarbeitet. Ja. Und wenn ich das dann überarbeitet habe, dann muss ich mich an Kapitel 10 ranmachen und Kapitel 10 fertig schreiben. Und mit Kapitel 10 soll es dann eigentlich auch enden. Aber du hast gerade gesagt, dass du doch Kapitel 11 machen musst. Rainer, du hast doch gerade bewiesen, dass du bis 3 zählen kannst. Ja? Du brauchst noch 3 Kapitel, 9, 10 und 11. Dann hast du gesagt, ja, dann schreibe ich zuerst 9 und dann, wenn ich fertig bin, fange ich mit 10 an und wenn ich mit 10 fertig bin, dann fange ich mit 11 an. Ja, no shit, Rainer. Und dann ist vorbei.
Was ist jetzt mit Kapitel 11? Jetzt hast du einen guten Eindruck gemacht. Jetzt hast du kurz bewiesen, dass du wenigstens bis 3 zählen kannst. 5 Sekunden später hast du das schon wieder in Gully gespült. Quatsch mit Kapitel 10. Kapitel 11, eigentlich ursprünglich sollte es mit 10 enden. Aber ich habe zwischendurch ein bisschen ausgearbeitet und habe noch ein Kapitel hinzugefügt. Dann wurde aus Kapitel 10 quasi Kapitel 11. Ja. Weil sich das ja alles verschoben hat. Schön. Da hast du wirklich ganz schön viel gemacht. Ja, naja, es sind jetzt 60 Seiten gerade. Ja, nicht schlecht. 60 Seiten, 11 Kapitel? Sind 60 Seiten nicht erstaunlich wenig für 11 Kapitel? Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch irgendwie versaut durchs viele Song of Ice and Fire lesen. Aber müsst ihr mal schauen, ne? Die ganzen alten Lovecraft-Sachen, 120 Seiten, wie viele Kapitel die haben. Eigentlich müsste ich es so hinkriegen, dass es 69 Seiten sind. 69, habt ihr verstanden? Wie das, was Rainer niemals haben wird. Rainer wird das aus zweierlei Gründen niemals haben. Mehreren sogar. Also Grund Nummer 1 natürlich, niemals wird irgendeine Mulle freiwillig mit dem überhaupt nur Snooze haben wollen, geschweige denn solche Experimente. Und zweitens natürlich seine Körperform. Ne? Wie wird das? Das geht nicht. Wie wird er dann da oben liegen? Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Und noch dazu, wie soll denn die dann da unten mit dem ganzen Schwabbel und... Na, komm, Rainer. Lass gut sein, ne? Ja, es ist auf jeden Fall, es ist schon viel Arbeit. Also ich bin jetzt auf Seite 57. Okay. Fängt quasi Kapitel 9 an, ein Jäger. Nee, eine Jagd, das ist Kapitel 9. Und dann geht es mit Kapitel 10 weiter. Kapitel 10 ist dann Angriff auf das Lager. Und Kapitel 11 wäre dann gewesen Goblin oder Mensch. Und bei Goblin oder Mensch, das ist quasi das letzte Kapitel. Ja. Des Ganzen und ja, ich weiß nicht, allein die Titel, ne, die Titel der Kapitel, allein die kommen mir schon reichlich behindert vor. Ha? Also es keine Ahnung. Das hört sich halt an, wie wenn es ein 5-Jähriger geschrieben hätte, Digga. Ich sag's, wie es ist. Quasi mit dem Tod des Jägers, also mit dem Tod der Hauptfigur. Okay, ja. Da hattest du ja mal was erwähnt. Ja, das Goblin geht ein bisschen traurig aus tatsächlich. Es geht ja am Anfang darum, dass er zu einer Ausbildung kommt. Ja. Die werden da ein bisschen älter erwachsen, da wird sein Vater dann mit 16, die werden halt mit 16 werden die halt erwachsen, ne? Also gehen dann in die Lehre und alles. Mit 16 wird einfach sein Vater einfach in den Buff geschickt. So, hier, mach mal. Okay. Ja. Will ich das? 8 Minuten, das wäre noch nicht so viel Zeitverschwendung, dass ich jetzt hier abbreche. Ich hätte jetzt schon keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt. Ja. Ne, wo andere mit ihrem Vater im Wald waren, ne? Ist der Jäger, warum auch immer, dann... Ach komm. Es ist halt auch wirklich, auch hier wieder die Freiwilligkeit nicht gegeben. Es ist egal, wer hier irgendwo, es ist immer, der wird da hingeschickt, der wird dazu gezwungen, der wird hier, der wird das, der wird jenes. Und ich hab 16, ja. Wird man zum Mann so und dann danach merkt er halt so, ne, es hat ihm gefallen, das will er weiterhin machen, also muss er arbeiten gehen. Und weil sein Vater Bauer ist, aber er ja schon 2 Brüder hat, also 2 ältere Brüder, die den Bauernhof übernehmen und auch schon teilweise verheiratet sind und alles. Und der Jüngste ist, muss ja irgendwie schauen, wie er zurechtkommt. Okay. Und da er sich immer für die Jagd interessiert hat, geht er quasi bei einem Jäger in die Lehre. Diese Lehre dauert normalerweise 7 Jahre. Da ist dann die Lehre aber ein Jahr vor Ende seiner Lehrzeit, dass er nach 6 Jahren krank wird. Oder nach 5 Jahren sogar, wird er krank. Und dann stellt sich halt heraus, ja. Ja, das ist auch wieder so eine Nummer. Kommt seine Affinität für diese japanische Geschichten da wieder raus. Wo auch wieder vollkommen übertrieben, wenn es dann wieder heißt, ja, hier, er ist Sushi-Koch. Hat die Original-Sushi-Koch-Ausbildung gemacht in Japan. Ja, und bei denen dauert dann immer alles gleich 20 Jahre oder sowas, ne? Hier 7 Jahre. Ich glaube, man kann lernen, Sushi zu machen in unter 20 Jahren, Alter. Ich glaube, das kriegst du
Wahrscheinlich, wenn du dich nur auf das eine Gericht konzentrierst, wahrscheinlich sogar schneller hin als eine konventionelle Kochausbildung in Deutschland. Ne? Unnötig verkompliziert ist das bei den Japanern immer. Das übernimmt er hier natürlich. Die Jägerausbildung in seinem Fantasy-Roman dauert 7 Jahre. Ne? Wo? In Tibet, Rainer? Er muss halt die Lehre jetzt abschließen, kann es aber nicht abschließen, weil er halt kein Jäger mehr, kein Meister mehr hat. Sein Meister hat ihn aber schon, bevor er eigentlich offiziell bei ihm in die Lehre ging, ausgebildet. Also er hat ihm immer wieder Sachen gezeigt. Wie gesagt, er hat sich ja schon vorher für die Jagd interessiert. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass er dann halt von dem Jäger, kurz bevor der stirbt, weil der lebt dann bei dem zusammen mit dem im Wald, also die leben beide im Wald in einer Hütte, Jäger eben. Und weißt du was, ich könnte eigentlich quatschen, und falls du da Lust hast, könnte ich dir eigentlich streamen, wenn du magst. Ja, gerne. Würde zu dem Spiel auch tatsächlich passen, was ich hier erzähle. Mehr oder weniger. Ich hoffe nur, dass das Spiel auch spielt. Ja, eher weniger, Rainer. Ich bezweifle, dass irgendwo ein Spiel gibt, ne, das man auf Steam kaufen kann, das so eine Story behandelt, Rainer. Ach, es kann auch sein, dass ich einfach rausfliege, weil der Rechner wieder einfach ausgehen wird wahrscheinlich. Oh. Ja, wenn ich das Spiel das erste Mal schaue, passiert das irgendwie immer. Ich weiß nicht warum. Komischer Rechner. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja schon mit der zweiten Bildschirm funktioniert. So. Ja, das scheint das zu sein, was du mit Wolbani da gespielt hast, oder? Richtig, genau. Das ist das, was ich mit Wolbani gespielt habe. Ah, cool. Auf jeden Fall ist es so, du bist halt der Jäger, mitten im Wald, irgendwo nirgendwo. Und du musst halt quasi innerhalb dieses Waldes, wie sagt man, musst innerhalb des Waldes halt, also im Buch ist es halt der Jäger, meine ich. Und der wird dann von seinem Meister dann zu der Handelsgilde oder zu der Handwerksgilde geschickt, wo er halt quasi seine Ausbildung abschließen muss, indem er quasi eine Prüfung ablegt. Okay. So, und nachdem sein Meister in dem Winter verstorben ist, geht er im Frühling zu der Handwerksgilde, meldet denen, dass er gestorben ist, gibt ihnen die Briefe, also den Meister von der Gilde, und erklärt ihnen halt, was passiert ist. Und dann sagt der Meister halt, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, der hat den Brief alles erklärt, geh du mal und erledige die Aufgabe. Und da besteht halt dann die Prüfung, obwohl er eigentlich noch zu jung dafür ist. Und genau, und obwohl er noch zu jung dafür ist. Nach 7 Jahren, oder? Ne? Erledigt die Aufgabe. Und Ach, ist er immer nur zu jung dafür. Wir reden hier von einem Fantasy-Buch, das wahrscheinlich in so einer feudal-mittelalterlichen Gesellschaft spielt. Da bist du dann auf jeden Fall mit 23 nur viel zu jung, um eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. I doubt it, Rainer. I doubt it. Weißt du, wie die Lebenserwartung damals war von so Leuten? Am Ende ist es dann so, dass so hier nicht weiter. Hast du keine Hacke mehr? Ich habe keine Hacke mehr. Ich habe keine Hacke mehr. Genau. Oh, und jetzt wird im Hintergrund wieder irgendeine Scheiße gedattelt und dann stottert er sich jetzt erzählt er irgendwas, was er schon mal erzählt hat, nochmal. Ja, jetzt geht's los, dann ist es auf jeden Fall so, dass er Also und das ist dann so, dass er dann die Bitte sehr. Soll ich euch den Rest erzählen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann euch den Rest von der Story erzählen. Es wird halt super langweilig. Weil dann sitze ich auch da. Es ist auf jeden Fall so, dass er, also da muss er zu der Gilde, und dann gehen wir jetzt, achso, ja, hier muss ich ja noch, kann ich jetzt hier eigentlich, was ist jetzt das? Aber ich habe, okay. Auf jeden Fall. Also dann ging er jetzt zu der Gilde, und dann war es da so, dass er, Rainer, muss das? hat und dann alleine im Wald lebt. Dann springt die Zeit ein bisschen so auf ein paar Jahre später. Ja. Und wo er auf ein paar Jahre später gesprungen ist, hat er dann eine Frau getroffen, die er sich dann verliebt. Die hat er zufällig im Wald getroffen mit dieser Kräuterfrau und hat dann quasi Kräuter gesammelt im Wald. Obwohl die Kräuter gesammelt hat, hat er sie halt getroffen und da hat er dann Ist dieser Discord jetzt wirklich dann das Totschlagargument von diesen Behindis, die auf die Mann- oder Bär-Frage mit Bär geantwortet haben? Ist das jetzt das Totschlagargument, was sie bringen können? Hier so, schau mal, das kann passieren. Ach ja. 3 Jahre später und dann stalkt er halt Frauen im Wald, so wie man es halt so macht. Da hat er sie dann. Ich verstehe zwar nicht, warum du jetzt nicht arbeitest, aber okay. Sie haben es ja gerade gesagt. Ich habe nicht genau verstanden, was. Irgendwas ist out of stock, Rainer. Rainer, lernen lesen oder Englisch oder beides. Dann hilft dir das. Ne? Die haben dir gerade das Spiel. Ich habe es gehört. Ne? Das Bärchen hört offensichtlich
das Zeug über die Boxen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Irgendein Charakter in dem Spiel hat dir gerade gesagt, dass irgendwas out of stock ist. Das heißt, du hast nicht genug von irgendwas, um die Arbeit zu beginnen. Deswegen hat der Charakter nicht zum Arbeiten angefangen. Das bei ihm ist alles Trial and Error, oder? Oh, dann mache ich jetzt hier mal das. Warum funktioniert das nicht? Das Spiel sagt es ihm, aber er ist zu dumm dazu. Und dann macht er einfach irgendwas anderes und dann probiert er später nochmal. Und er weiß dann nicht, warum es auf einmal funktioniert. Ja, wahrscheinlich, weil er dann das Material hat. Holz, Stein, keine Ahnung. Ne? Und dann geht's auf einmal. Magie. Und dann klopft er sich auf die Schulter. Das hast du toll gelöst, das Rätsel, Rainer. Jetzt kann ich schon mal, habe ich das Inventar behalten, Idiot. Nee, müsste eigentlich drinnen sein. Okay, also. Und der hat aber vielleicht auch kalkuliert, dass ich die gestellt habe. Was ist denn hier los? Der da rein. Ja, normalerweise musst du da öfter draufhauen, aber ich habe das so eingestellt, dass ich nur einmal draufhauen muss. Okay. Ja. Was hat er nicht neulich gesagt? Er will anspruchsvollere Spiele haben. Ne? Anspruchsvollere Spiele will er haben. Oh, eins muss ich euch erzählen. In einem meiner letzten Videos, da ging es darum, was er erzählt hat. Ne? Wer Tee mit Zucker trinkt, der wäre seiner Meinung nach krank. Eine Sekunde. Zu dem Thema, ja. Leute, die. Was es ist krank. Es ist krank, Tee mit Zucker zu trinken. Ne? War seine Aussage. Ne? Das habe ich im letzten Video. Habe ich da komplett auch irgendwie ein bisschen drüber gehört, was weird war, weil ich es kurz vorher noch angesprochen hatte. Aber wir sind jetzt hier im guten alten Jahr 2023. 11.04.23. Okay, da hat er, ja, weiß nicht, 22? Egal. Auf jeden Fall seine Survival-Ausrüstung hat er da präsentiert, ne? Womit das ist hier auf der Grünfläche hinterm Rewe-Zwingel in Emskirchen. Und was er so dabei hat, was er alles braucht, ne? Und jetzt aufgepasst, ne? Jetzt gehen wir mal rein, was er alles dabei hat. Ne? So, das sind frische Brötchen vom Bäcker, die brauche ich für heute Abend. Yum-Yum-Suppen. Sollte sich von allein erklären. Das Lustige ist, genau diese Yum-Yum-Verpackung, nicht die ganz vorne, ne? Die gelbe, die so halb verdeckt ist. Genau diese Verpackung von genau diesen Yum-Yum-Nudeln haben die Leute, ich glaube noch am selben oder am nächsten Tag, an genau dieser Stelle gefunden und haben gesagt, Rainer, wenn du das nächste Mal da irgendwo bist, dann nimm halt wenigstens deinen Dreck wieder mit. Das war nicht. Das sind nicht seine, was ihm hier vorgeworfen wird. Er wird hier irgendwie Umweltverschmutzung begehen, das ist ja fürchterlich. Die Audacity. Ne? Genau dieselbe Sorte. Lag einen Tag davor, fresh. Da hinten dran. Brauchen wir nicht mal reden, ne? Dann haben wir hier Teebeutel. Teebeutel hat er da. Ja, also das hier sind die Teebeutel in verschiedenen Sorten. Ich habe hier eine Schaufel. Hat er noch eine Schaufel und so Teebeutel. Hat er noch, ja. Was hat er denn? Warte mal, was hat er denn hier noch? Was hat er denn da noch? Schauen wir doch da nochmal hin, was er da hat. Ein Feuerzeug. Dann habe ich hier einen Schneebesen, brauche ich natürlich zum Schneebesen, ja, zum Kochen, ne? Wissen wir ja, Rainer ist ein alter Koch. Topf. Zucker für den Tee. Was? Rainer? Was hast du gerade gesagt? Dann habe ich hier einen Schneebesen, brauche ich natürlich für meinen Topf. Zucker für den Tee. Zucker für den Tee? Den trinkt dann aber jemand anders, ne? Weil Tee mit Zucker trinken ist schon krank, ha? Halt dein Maul, ne? Um's doch mal, ne? Lügenlord, ne? Weiter im Text. Okay. Das ist so blöd, wenn du da 100 Mal draufhauen musst. Ja. Dann musst du für jeden Rohstoff, wenn du jetzt 10 Rohstoff brauchst, musst du quasi 10 Mal draufhauen. Auf der macht so blöd. Ach so, okay. Ja, vor allem, wenn du Spiel schon zum 100. Mal spielst, beim ersten Mal geht's ja noch. Ja, nach dem 100. Mal langweilt das. Ja, verständlich. Ja, Rainer, würde vielleicht aber ein anderes Spiel spielen, oder? Mir würde es dann auch langweilig, wenn ich 100 Mal dasselbe Spiel spielen würde. Ich habe einen Speedrunner nicht gemacht. Ich habe mal Zeit lang hier
Link to the Past Randomizer gespielt. Das hat Freude bereitet für ein paar Wochen. Und da war es auch wieder gut. Ne, da war halt aber auch der Anreiz, dass halt jeder Seed irgendwie anders war. Also du hast nie die Items am selben Spot gefunden und musstest dann immer schauen, okay, wo kann ich jetzt hin, was kann ich machen. Aber auch das wird irgendwann lame. Und dann spielt man was anderes, Rainer. Wie einfallslos kann man denn sein? Einfach nur damit gespielt ist. Das macht doch dann das Hobby so traurig wie ein richtig. Da kannst du gleich richtig arbeiten gehen, oder? Wenn du jeden Tag dieselbe Scheiße machst, die dich einfach nur noch ankotzt und langweilt, sodass du schon irgendwelche Abkürzungen suchst, wie du es dir weniger dröge machen kannst. Da kannst du auch richtig arbeiten gehen. Also das Problem ist, Spiele auf dem Level, dass Rainer sie wirklich havariefrei durchspielen kann, gibt es halt nicht so viele. Wenn er da mal eins gefunden hat, dann spielt das halt 300 Mal. Hier, Man-Eater und den ganzen Scheiß, ne? Breath of the Wild zum 500.000. Mal. So, und nachdem er sich dann die Frau getroffen hat, verschwindet die Frau wieder. Weil, wie gesagt, die Trollers haben den Wald war mit ihrer Schülerin. In der Nacht, wo die aber in seiner Hütte geschlafen haben, also die aufgegabelt hat, kam es halt zwischen den beiden auch so ein bisschen Techtelmechtel. Und ja, freilich kam es dazu, ne? Die hat da im Wald Kräuter gesammelt, dann kommt er um die Ecke und sagt, Bumsen? Und die so, ja. Fertig, ne? Dann gibt's Techtelmechtel. Sie hat ihm einen Brief hinterlassen, hat geschrieben, dass sie wiederkommen wird. Hat aber nicht geschrieben, wann, wie und was und überhaupt. So, also hat er irgendwann, nachdem sie nicht mehr wieder aufgetaucht ist, gedacht, ja, hat sich erledigt. Ich weiß nicht, laut dem Lebenslauf von dem Dude in einem mittelalterlichen Feudalsystem irgendwie auf dem Hof aufgewachsen und direkt in jungen Jahren da in den Wald geschickt, zum Rudi zur Jagdausbildung. Will jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass der lesen kann. Sein Leben erstmal ganz normal weiterdenkt, aber immer wieder alles sieht. Okay, ja. Ganz so wie der Autor. Ne? Das ist der Charakter, da kann der Autor sich selbst darin widerspiegeln. Der gute Spiegellord. Meine Leute, ich muss euch sagen, der richtige Kanal Spiegellord und auch hier Influencer, der kein Mensch mehr ist und wie sie nicht alle geheißen haben, oder die gehen mal schon ab mit der Nummer hier. Die gehen mir schon ab. Ich würde liebend gern dann auch einen Tag später auf die Scheiße reacten und dann hier statt hier so einem 1 Stunde 8 Video auf 20 Minuten runtergedampft, was er an Scheiße verzapft hat und hurra die Gams und weiter geht's. Also das sind wirklich, da müssen wir nochmal, denkt nochmal rührselig an die Kollegen zurück. Da geht ganz viel Liebe raus. Die haben einen tollen Job gemacht damals, als ich angefangen habe, die Scheiße hier zu reacten. Da ist jedes Mal, wenn der irgendwie sein Stream da angeschmissen hat oder ein Video rausgepimmelt, ist stellenweise am selben Tag, spätestens am nächsten Tag, habe ich ein richtig schön mundgerechte Happen geschnittenes Met vorgesetzt gekriegt. Ne? Dann war so ein Stream von ihm 3 Stunden lang und dann war die Zusammenfassung 25 Minuten lang. Da konnte man gemütlich in einem Video drauf reagieren und dann war es wieder abgehakt und fertig. Das war so viel einfacher zu reacten als diese Kacke hier gerade, aber hey, man nimmt, was man kriegen kann, aber es hat sonst jetzt wenig Met gegeben. Zurück und also genauso überraschend, wie sie abgehauen ist und beim ersten Mal aufgetaucht ist, taucht sie dieses Mal wieder auf und dieses Mal bleibt sie aber bei ihm über den Winter und weil sie über den Winter bei ihm bleibt, wird sie dann auch noch krank. So und genau wie es. Was kriegt sie denn? AIDS? Genau wie sein Meister stirbt sie dann auch. Jetzt muss man dann, keine Ahnung, ich würde langsam Ermittlungen einleiten, ne? jeder, der sich mit dem da im Wald auffällt, auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen, ne? Bei den meisten hätte man es vielleicht noch erklären können, ja, weil vielleicht war der alt und gebrechlich, aber auch die jungen Leute, die kommen da hin und nach dem Winter sind die auf einmal tot, ne? Nachdem sie ein kleines Techtelmechtel hatten, ne? Oder wie wird was Jada Pinkett Smith sagen, ein Entanglement. Alter, ich glaube, ein Meinungsvideo zu Will Smith muss ich auch noch machen. Der ist auch die erbärmlichste Existenz in ganz Hollywood. Ich muss sagen, dass die ganze Zeit, während er das... Wo ist der andere Holzschrank? Das sind doch immer 2. Jedenfalls, es wird halt immer wieder, schon von seinem Meister bekommt er die Info halt, hüte dich vor den Goblins. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die Info dringend extra brauche, ha?
also in den Fantasy-Geschichten, die ich bisher kennengelernt habe, waren Orks oder Goblins nie irgendwie die easy Dudes, ne? Die in ihrer Höhle sitzen, ein bisschen Sasa blazen und den Herrgott der Gourmet sein lassen. Das war selten so. Denen ist man natürlicherweise aus dem Weg. Die waren ja auch immer Monster, ne? Aber es waren nie solche Monster, wie es in seinen Geschichten immer ist. Das werden halt auch später im Buch, die wurden halt schon, das war einer der Gründe, warum er die beiden Frauen über Nacht bei sich aufgenommen hat. Ja. Da hat die Goblins an einer ganz bestimmten Stelle, und zwar an der Grenze zum, das ist schief können. Zum Auenland, Rainer. Und zwar zum Schauerberg, an der Grenze zum Dorf, ne? Die ist Durchfahrverbot. Dürfen die Goblins nicht her. Kommen sie und rütteln am Zaun. An der Grenze zum Garten der Lust. Oh. Alter Keks. Ich hätte mir irgendein anderes Game aussuchen sollen. Aber jetzt sitze ich hier und kommentiere die Masturbationsfantasien von irgendeinem geistig auf dem Alter von einem 12-Jährigen hängen gebliebenen dicken Horizon, der da in Zobis sitzt und come on. Im Garten der Lust, Digga. Im Garten der Lust. Ja, okay, let's go. Jetzt sehe ich schon wurscht. Point of No Return ist erreicht, rein in die Nummer. Nicht Garten der Lust, Sümpfe der Lüste. Ach ja, Sümpfe der Lüste, das ist klar. Ja. Garten wäre ja wenigstens irgendwas Ansprechendes gewesen, ne? Bei einem Garten der Lust, ne? Da stellt man sich so schön duftende Blumenwiesen vor und ne? so ein bisschen wie diese Szenen in Attack of the Clones zwischen Anakin und Padme, wo sie auf Naboo sitzen in der Blumenwiese, ne? Oft gemimt. Vollkommen zu Recht. Aber nee, es sind die Sümpfe der Lust, ne? Es muss ein bisschen moderig und nach altem Fisch riechen in Reiners Welt. Oh, Digga. Die Sümpfe der Lust. An der Grenze hat er das erste Mal Goblins getroffen. Da hart an der Grenze, Rainer, ist hart an der Grenze. war der Jäger, hat halt überall im Wald Jägerstände. In einigen übernachtet er manchmal auch. Und in einem von denen war er eben an der Grenze zu diesem ganz bestimmten Gebiet, wo halt sein Jagdgebiet auch endet. Okay. Und da ist er das erste Mal zufällig auf Goblins getroffen. Damals haben sie ihn aber nicht bemerkt. Er ist dann über Umwege zu der Handelsgilde gegangen und hat in der Handelsgilde auch übernachtet, weil er ja nicht nach Hause gehen konnte in dem Moment, weil er nicht die Goblins dahin führen wollte, falls die ihn doch folgen würden. Weil außerdem die Goblins auch Ja, das ist geil, ha? Dann führen wir sie lieber zur Handelsgilde. Ja, die Gefahr ist, ich könnte jetzt zu meiner Hütte führen, dann kommen die und bringen mich um und nehmen mir mein Zeug weg. Führen sie lieber zur Handelsgilde, da können sie ein richtiges Massaker anrichten, da bringen sie gleich ein paar Leute um, nehmen viel mehr mit. Wahrscheinlich ist da mehr, als sie mitnehmen können, deswegen kommen sie wieder und haben eine richtige Katastrophe verursacht. Rainer, genau das ist die Nummer. Genau the name of the game. Kommen Sie, Kuchkinder, zur Handelsgilde und rütteln am Tor. hat gemeldet und so weiter. So. Und als die quasi gemeldet hatte, haben die dann halt einen Jagdtrupp losgeschickt. Da ist dann aber nichts weiter dabei rausgekommen. Und nachdem er dann... Ich weiß nicht, ob ich da einen Jagdtrupp losschicken würde. Ich weiß nicht, angenommen, ich würde eine Fantasy-Geschichte schreiben, ich habe da kein Talent dazu. Ich habe da nicht genügend Fantasie dazu. Aber, keine Ahnung, ich habe schon mal einen DSA-Abend geleitet, also so ist die Dungeons and Dragons, in die Richtung. Wenn ich da was machen würde, ich würde da halt nicht irgendeinen Jagdtrupp losschicken, so wenn es heißt so, ey, in unserem Wald, in unserem Sumpf der Lust. Das ist jetzt an den Heimatplaneten von Kifos Futurama denken. In unserem Sumpf der Lust befinden sich Goblins, oder würde ich keinen Jagdtrupp losschicken? Sondern da würde ich halt die Armee reinschicken, so. Da schickst du 100 Mann rein. Ausgebildete, schwer bewaffnete. Einmal drüber. Alles tot, fertig. Sumpf der Lust ist wieder zum Pimpern freigegeben.
Aber bei Rainer wird es anders sein. Nachdem dann sie wieder bei ihm war, also das zweite Mal, Ja. hat er dann einen Jagdtrupp im Winter gehabt, die waren bei ihm und haben ihm halt gesagt, dass sie jetzt einen Jagdtrupp in die Sümpfe schicken. Also Jagdtrupp hat gesagt, sie schicken nochmal einen Jagdtrupp in die Sümpfe. Also übrigens hier, ich bin komplett irgendwie verwirrt. Das sieht halt wirklich auf diesem Tischgrill da hinten, auf diesem KI-Bild, wenn er kurz hinschaut, das sieht aus, wie wenn ein brennender Haufen Scheiße auf dem Tischgrill liegen würde. Es lenkt mich ein bisschen ab, vor allem weil das außenrum halt echt aussieht wie richtige Burger Patties und dann hat irgendeiner gedacht so, oh, darf ich meine Scheiße mit neben eure Burger Patties legen? Ja klar, hau drauf, Digga. Ich kenne. Als sie kurz zuvor wohl wieder den Fall hatten, dass Goblins einen Dolch überfallen haben und Frauen entführt. So, und Ja, dann will ich langsam irgendwie die Kavallerie da reinschicken, Digga. einige Monate später kommt, also kurz bevor der Winter und Ende, irgendwie kommt der Jagdtrupp zurück und sagt ihm halt, ja, alles erledigt. Zu der Zeit ist sie aber schon krank. Welcher Jagdtrupp jetzt? Der Jagdtrupp oder der Jagdtrupp vom Jagdtrupp? Ist das hier so eine DPD-Sache, wo du 5 Subunternehmer hast? Ne? Da kriegt irgendeiner die Aufgabe, hey, hier, Sumpf der Lust, machen wir da die Goblins raus. Ja, okay, und dann schickt der irgendeinen Subunternehmer los, der Subunternehmer schickt wieder einen Subunternehmer los und jeder nimmt sich eine Handvoll und dann am Ende krabbelt da einer für 3 Knäpf und 2 Mark 50 in den Sumpf der Lust und versucht die Goblins zu killen. Ist doch so eine Nummer. Ist doch eher so eine mittelalterliche Kapitalismusgesellschaft, oder was ist da los? So, und die Goblins sind also ausgelöscht worden, wie er ursprünglich gesehen hat, aber man vermutet das zumindest. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich würde mich damit vermuten nicht zufrieden geben. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie der Statthalter bin von der nächstbesten Stadt, da wo die Handelsgilde ist, und die sagen mir in unserem wichtigen Pimpersumpf, ne, im Borneo-Sumpf, da sind Goblins und die überfallen irgendwelche Dörfer und dergleichen, dann würde ich die Kavallerie reinschicken und sag hier, ihr geht es da rein und ihr kommt da nicht wieder raus, bevor nicht alle Goblins tot sind. Und wenn die rauskommen, frage ich, sind jetzt alle Goblins tot? Und wenn die sagen, ja, wissen wir nicht genau, dann schicke ich die wieder rein. So einfach ist das, Rainer. Aber ich würde natürlich auch Fantasy-Geschichten schreiben, wo es halt tatsächlich um Fantasy geht und nicht einfach ums Bimsen. Das ist vielleicht der kleine Unterschied an der Nummer. Dann, nachdem sie im Frühling gestorben ist, kommt ihre Schülerin zu ihm auf der Suche nach ihr und so weiter und so fort. Ja. Darüber hinaus, ich habe jetzt mal genug dabei, darüber hinaus kommen dann kurz darauf kommen ihre Eltern, weil die wohnen ja im gleichen Dorf wie die Ding, suchen sie auf und so weiter, oder suchen ihn auf und schauen sich halt um und keine Ahnung. Und am Ende ist es dann so, dass sich halt herausstellt, okay, na, er konnte ja eh nichts machen so, aber sie sind froh, dass er sie geliebt hat, die sehen auch, dass er sie geliebt hat und so weiter. Und was hätte er machen sollen? Er konnte ja auch niemanden. Ja, die denken sich, es ist tragisch, dass sie jetzt tot ist, weil sie bei dir in der Schanze im Wald wahrscheinlich erfroren ist. Aber wenigstens ist sie nicht ungebimst gestorben. Dann ist schon gut, ha. Sehr, sehr glaubwürdige Geschichte, Rainer. Rainer, wenn ich da in der Gegend wohnen würde und dann heißt, hey, der Jäger hat einen neuen Lehrling übernommen und ein paar Jahre später ist er unter mysteriösen Umständen gestorben im Wald und keiner weiß, woran es lag. Und dann ist so eine Kräutersammlerin, hat sich in den verliebt und ist zudem im Wald über den Winter und die ist dann auch gestorben unter komischen Umständen, wo keiner genau weiß. Dann würde ich da langsam, ne, vielleicht der Kavallerie sagen, hey, bevor ihr in die Lustsümpfe geht, macht aber kurz einen Schwenker über Rainer seine Jagdhütte und schaut mal nach, was da los ist. Und dann bringt sie den noch gleich mit und dann kommt er aufs Schafott, weil er offensichtlich Leute umbringt im Wald. Ja? Bescheid geben, bevor die Schülerin da war, weil er wusste ja nicht mehr, woher sie kommt, das hat sie nicht gesagt. Ja. So, und außerdem hat sie gesagt, das sagt er auch noch, außerdem hat sie ihm gesagt, er soll niemand benachrichtigen, bevor jemand zu ihm kommt und nach ihr sucht. So, also mehr erfährt er von ihr nicht. Und ihre Geschichte. Das ist natürlich auch so absolut unverdächtiges Verhalten. Die Schülerin kommt und sagt, ja, hier meine Meisterin, die war ja jetzt irgendwie über den Winter bei dir, die ist jetzt aber im Frühjahr nicht wiedergekommen, was ist denn mit der? Und
Und der sagt, ja, die ist tot, aber sag's keinem. Weiß ich nicht. Geschichte gibt es ja als eigene Geschichte, quasi. Ne? Also, das ist ja die Geschichte der Kräuterfrau sozusagen. Ah, das ist cool. Ja. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Und da geht es halt lange. Keine Ahnung, ne? Das hört sich für mich wie irgendwie eine perversen Borneo-Version von Rotkäppchen an, wenn ich ganz ehrlich bin. Da geht es halt nur um ihre Geschichte, da erfährt man auch, warum sie halt zu ihm gekommen ist, warum sie das nicht wollte und viele andere Sachen halt. Ja, das ist cool. Und darüber hinaus ist es dann auch so, dass er, nachdem sie dann gestorben ist, einige Wochen und Monate halt seiner Arbeit ganz normal nachgeht und halt irgendwie versucht, mit dem Verlust klarzukommen. Ja. Wie es halt so ist, wenn man halt überlebt. Und ja, ist halt so, ne? Da ist die gestorben und hat gesagt, ah ja, nein. Anyways. Forza ist fertig runtergeladen, Digga. Und wollen wir loslegen. Ach Gott, ja, der Empathielord sift mal wieder durch die ganze Geschichte durch. Und dann geht er wieder an diese eine Stelle, die er nicht mehr aufgesucht hat, seit er die Goblins gesehen hat, weil er ja natürlich nicht nochmal da Goblins über den Weg laufen will, weil das ja gefährlich ist und so und weil die einen töten oder vergewaltigen und was weiß ich alles. Ja. Und von ja, ich weiß nicht, töten ja, aber bei dem anderen, also ich habe sehr, sehr, sehr populäre Fantasy-Bücher gelesen, in denen auch Orks, Goblins und dergleichen vorgekommen sind. Ich habe jetzt bei Tolkien das noch nicht mitgekriegt, sodass da dieses Force Snoo-Snoo-Thema wirklich aufgegriffen wird, wenn es um Goblins oder sowas geht. denen und dann übernachtet er da, weil er dann aus irgendeinem bestimmten Grund beschließt, diesen Ding wieder aufzunehmen. Ach, das natürlich, das ist, Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr einen guten Charakter schreiben wollt, in egal welcher Geschichte, egal ob Film oder Buch oder sowas, die Motivation für jede Handlung muss immer klar gegeben sein. Ne? Es muss immer und deshalb hat er das und das getan und deshalb es muss immer ein kausaler Zusammenhang bestehen, um die Handlungen nachvollziehen zu können. Ne? Und nicht hier so ein bodenloser Horse-Shit. Nachtet er da, weil er dann aus irgendeinem bestimmten Grund beschließt, diesen Ding wieder aufzunehmen. Der Grund, warum dein Charakter in irgendwie Misere kommt, ist, er übernachtet da, weil aus irgendeinem bestimmten Grund versucht er, den Ding wieder aufzunehmen. Rainer, wenn das deine Rechtfertigung ist, warum dein Charakter in eine prekäre Situation kommt, dann ist Buchautor sein nicht dein Job. Ja? Das ist dann hier David Benioff Niveau. Oh, Danny somehow forgot about Euron and the Iron Fleet and what should I tell you? We just need to get rid of a dragon because it was too powerful. Das ist einfach ein Zeichen, dass du ein Dulli bist, der gar nichts kann. Ne? Also diesen Stand will er wieder eröffnen. Also richtet er ihn unterm Tag her und übernachtet dann darin. Okay. Am nächsten Morgen, wo er aufwacht, wird er von einem Hasen abgelenkt, der davon hoppelt, weil er einfach unbeachtet, also weil er nicht aufgepasst hat und einfach raus ist, ärgert sich dann darüber. Ja, dann kommt es eins zum anderen und er wird von den Goblins überfallen. Dann werden ihm die Kleider vom Leib gereißt. Es kommt eins zum anderen. Also erst wird er von einem Hasen abgelenkt und dann sind sofort die Goblins da. Weil natürlich sind die Goblins und der Hase haben die unter einer Decke gesteckt. Ne? Die Goblins sind ja viel, viel stärker als Menschen. Ja. Werden ihm die Kleider vom Leib gerissen und die nehmen ihn einen nach dem anderen durch. Ja, großartig, Rainer. Ganz tolles Konzept. Das ist halt, du merkst halt einfach, Rainer behauptet, er schreibt da irgendwelche Geschichten. Rainer schreibt, sagen wir, es ist Vergewaltigungsfantasien. Und diese Fantasie steht als erstes da. Rainer hat diese Gedanken in seinem Kopf. Und genauso wie eine Funkreportage wird dann die Geschichte so darum gesponnen, dass es dahin führt. Ja, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, aus irgendeinem bestimmten Grund, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, leckt mich am Arsch, ist mir auch scheißegal. Hauptsache, der wird dann am Schluss hier gegen seinen Willen von diesen Goblins einen nach dem anderen durchgenommen. Das ist doch das, worum es geht.
Ne? Das ist das, was in Rainers Kopf vorgeht und du schreibst ja keine Geschichten, Rainer. Und da ist auch das Argument, ja, du willst hier Buchautor werden, bla bla bla. Rainer, du hast kranke Gedanken, die man therapieren sollte in deinem Kopf. Und du willst die zu Papier bringen und willst aber doch irgendwas außen rumschreiben, damit du nicht einfach nur, keine Ahnung, in dem Format von einem scheiß Tweet schreiben könntest, worum es eigentlich wirklich geht. Ne? Ich find's geil, wenn andere Leute leiden und gegen ihren Willen zu Snooze-Handlungen gezwungen werden und ich keul mir darauf gerne ein. Punkt. Ne? Das wäre dann eigentlich die ehrliche Aussage, Rainer, da brauchst du auch keine 6 Kapitel oder 12 Kapitel oder 11 oder je nachdem, wie viele du hast, oder 60 Seiten, sondern es passt in einen Tweet. Rainer, du bist ein kranker Bastard, der solche Fantasien hat und das aus warum auch immer geartete Bedürfnis, diese mit der ganzen Welt zu teilen. Vielleicht gibt ihm das nochmal einen extra Kick oder sowas. Aber das war's. Ist halt, wie gesagt, die Story halt. Ja. Also vergewaltigen sie ihn und alles und dann nehmen sie ihn mit in ihr eigenes Lager so. Also die lassen ihn auch nicht liegen oder so oder töten ihn, sondern nehmen ihn mit. Ja. Und in dem Lager trifft er dann, man kennt ja die Story, ne? Die Welt ist klein. Da trifft er dann auch 2 andere Frauen, darunter eine, die tatsächlich die Mutter von der Schülerin seiner Frau oder seiner Geliebten halt ist. Okay. So, darauf wird aber nur am Anfang kurz eingegangen, weil sie ihr halt sehr, sehr ähnlich sieht. Ja, das ist auch vollkommen egal. Das ist vollkommen irrelevant für die Story. Ja. Sehr jung ist noch. Weil darum geht's ja nicht, haben wir gerade etabliert, ne? Das hier, ne? Was ich vorher gesagt habe, der brennende Scheißehaufen hinten auf diesem Tischgrill, das ist die Quintessenz der Story. Vergleich. So, und im späteren Verlauf des Buches ist es dann so, dass ja, lass mich raten, wie du es beim letzten Mal schon verzapft hast, die Leute werden so lange gegen ihren Willen gepimpert, bis das Stockholm-Syndrom maximal kickt und sie dann die Goblins ganz, ganz toll finden. Und Rainer, das war beim letzten Mal schon widerlich, abartig, verabscheuungswürdig und aber das wird diesmal nicht besser werden, glaube ich. Wir haben es ja schon auch etabliert in diesen ganzen Leaks. Er erzählt dann die Storys und dann über Nacht rendert er dann nochmal nach und dann erzählt er die Story nochmal ausgeschmückter. Das war ja bei der Bumsknödel-Familie da, die nackt rumläuft, wo sie eigentlich auch alle in den Knast gehören, war es ja genau dieselbe Scheiße. Da hat er dann nochmal drüber gepennt und festgestellt, sodass der könnte ja noch viel weiter gehen. Da hat er eigentlich noch untertrieben mit der Nummer. Aufpassen, der Bescheid ist, nach Bären über den Weg zu laufen. Obwohl der mir eigentlich nichts kann. Sagte er und starb. Ja. Ist du lieber einem Rainer oder einem Bären im Wald begegnen? Sag ich immer noch einem Rainer, weil der kann nicht so schnell laufen wie ein Bär. Ja, auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass hier. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass sie Yeah. halt gefangen sind. So. Und die beiden. Ja, das waren sie vorher schon und Rainer, das ist keine neue Aussage, deswegen geht es damit auch nicht weiter, sondern das ist der Status quo. Rainer, erst Geschichte fertig rendern, dann Geschichte erzählen. Es könnte so einfach sein. Frau, die blonde Frau, also die Mutter von der anderen, das ist Luana, die ist quasi so, dass. Die heißt nicht wirklich Luana, Digga. Ist die auch schwarz? Oh, die heißt echt die Frau vom Luan, oder? Leute, ganz ehrlich. Was soll ich. Ganz ehrlich, das hat doch. Da hat irgendeiner geschrieben, oder? Das doch. Wer versorgt die Autorin mit ihren Drogen? Leute, gebt denen besseren Stoff. Die heißt Luana, Digga. Dein Scheiß Ernst. Siehe, ganz wichtig. Wie sagt man? Wie sagt man das jetzt, Rainer? Britta, oder? Die Luana, die ist quasi so, dass die. Wie erklärt das jetzt? Ich wundere, dass der Rechner gerade so lange hält. Und dann schmiert er ab. Ja, kommt ein bisschen das dabei. Ganz ehrlich, der sitzt da. Die Luana, die ist. Und
Und anstatt, dass sie sich dann denkt, oh, ich stotter hier Ewigkeiten irgendeine Scheiße vor mich hin, ich könnte jetzt vielleicht auch einfach kurz meine Aufmerksamkeit von diesem Spiel abwenden, Pause drücken und mich darauf konzentrieren, diese dämliche Story mit der Luana, diesem Bärchen tatsächlich mal aufs Brot zu schmieren. Nein, stattdessen konzentriert man sich mehr auf das Spiel. Man kann es sich sprichwörtlich nicht ausdenken. Nö. So, leider, ich habe kurze Pause gerade einlegen müssen. Ich bin ein wenig abgelenkt gewesen, deswegen, weil ich habe einen Nachbarn und die haben so einen kleinen Hund, aber die haben auch eine Katze, so eine schwarze Katze. Und die waren gerade beide im Garten unterwegs und haben miteinander gespielt und das war todessüß. Und das hat mich ein wenig abgelenkt und deswegen habe ich, anstatt irgendwie dir zu sagen, habe ich kurz Pause gemacht, ne? Und habe meine Aufmerksamkeit dem gewidmet. Jetzt ist das Spektakel vorbei und jetzt können wir hier weitermachen. Ne? So einfach kann es sein. Merk schon. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass die. Jetzt habe ich auch endlich das hier fertig. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben die wenigstens ihre Lebensmittel wieder. Sonst wollte ich sie nämlich nicht fressen. Was ist denn praktisch? Ach, ihr habt ja als euren Dorfplatz beschlossen, dass ihr macht, ja? Gut, dann gebe ich euch Bild. Habe ich hier euren Dorfplatz. Ach, ich habe natürlich wieder keine. Ach, das sieht aus. Okay. Ist das denn ernst? Was soll das bringen? Wenn du jetzt verkehrt rumhinstellst, der Vogel. Das geht natürlich jetzt mal wieder im Weg stehen. Auch sehr von Vorteil. Ja. Wie ich es gesagt habe, ne? Man könnte dann, ne, wenn man nicht wirklich multitaskingfähig ist, vielleicht dann auch seine Aufmerksamkeit auf eine Sache konzentrieren und die andere, wenn sie denn pausierens möglich ist, ne, dass man das dann tut. Ne? Ich kann hier bei der Aufnahme im OBS kurz auf Pause drücken. Kann mir die Haustiere vom Nachbarn irgendwie beim Spielen im Garten anschauen und kann dann wieder loslegen, wenn die Ablenkung vorbei ist. Rainer könnte das mit seinem Spiel genauso machen, ne? Achso, ich habe keine Bilder mehr. Ja, dann gehe ich mal pennen. Das mag übrigens keine Tür, ne? Weil, wofür brauche ich Türen? Okay. Völlig überbewertet. So, wo war das stehen geblieben? Die wurden gefangen. Ah ja, genau. Also die sind gefangen genommen worden, jetzt setzt sich Im Übrigen, Rainer, Türen haben auch einen Sinn, wenn man alleine wohnt, ne? Das hat zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du sagst, ich werde mich an so einem sehr, sehr kalten Herbst- oder Wintertag am Wochenende, ich werde mich höchstwahrscheinlich den ganzen Tag aus dem Wohnzimmer nicht rausbewegen, dann kann ich die Wohnzimmertür zumachen, das Wohnzimmer heizen, damit es da schön warm ist. Und, ne, und dann muss ich den Rest der Wohnung nicht zu intensiv heizen. Da spare ich einen Haufen Barne. Aber man kann auch einfach seine Gasrechnung nicht bezahlen, ne? Oder er hat ja Ölheizung gehabt. Und das kann man natürlich auch machen, aber dann wird es halt irgendwann dauerhaft überall kalt. Hat er auch nicht gecheckt. Ja, auch hin. Also sie wurde gefangen genommen und als sie gefangen. Der wurde schon vor Ewigkeiten gefangen genommen, Rainer. Rainer, du warst schon so weit, dass Dinge mit ihm getan haben und dass er dann in der Gefangenschaft schon war und da festgestellt hat, dass er noch andere Leute gab und so weiter und so. Es gab da schon einiges. Ich weiß nicht, was hier gerade die Lim gemacht hat. Aber es gab da schon, du warst schon viel weiter in der Geschichte. Genommen wurden, sind die quasi, dann hat auch schon vergewaltigt worden, also Ja, quasi, ne. Die Frauen. Und Okay. jetzt ist es auch heftig, weil eine Goblin-Schwangerschaft dauert nur einen Monat. Das heißt, und die Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger bist, wenn dich ein Goblin vergewaltigt, ist halt 99%. Okay. Also kommst du eigentlich. Ja, ganz toll, Rainer, ganz toll. Ist halt 99%. Ist auch vollkommen wurscht, ne? Der Biologielord hat auch wieder zugeschlagen. Ist auch vollkommen wurscht, wo in ihrem Zyklus die Frau gerade ist, ne? Goblin hinterher. Das ist egal. Ne? Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist immer 99%. Das ist halt ein Videospiel. Ne? Wenn du selber Goblin spielst und die Fähigkeit hier Vergewaltigung einfach hoch genug geskillt hast, so dann ist die Erfolgsquote 99%, Digga. Was bin ich hörend? Nicht drumherum. So, und das ist ja tatsächlich so, dass die halt dann auch beide schon schwanger sind. Allerdings sieht man das auch am Anfang noch nicht, aber man merkt es halt im Laufe der Geschichte immer mehr und deutlicher. Dazu kommt, dass sich sowohl sein Verhalten als auch ihr Verhalten mit der Zeit ändert. Das merkt man schon ganz am Anfang.
Okay. die das erste Mal in ihm sind und so weiter, merkt er halt, na, das erregt ihn halt trotzdem, das macht ihn auch geil. Und keine Ahnung. Ja. Ich kann das nicht, Leute. Ich will das nicht nochmal hören. Er hat ja die Scheiße schon mal erzählt und das. Ich will das nicht nochmal hören. Mir wird's körperlich schlecht bei der Nummer. Mir wird's körperlich schlecht bei der Nummer. Nee. Die müssen zwar dazu gezwungen werden, aber dann finden sie es doch gut und dann wissen sie, dass es zu ihrem Besten war. Das sind, ganz ehrlich, das sind Triebtätergedanken. Und ich verstehe nicht, warum der Mann da immer noch auf freiem Fuß ist. Warum man diese scheiß Festplatten nicht untersucht hat. Ich check's nicht. Ah, komm. Ist aber am Anfang halt noch mehr der Widerwille da. Das wird erst quasi später entwickelt sich das erst anders. Und es läuft dann außerdem damit weiter, dass er ich hab den Hirsch verkackt. Egal. Es läuft dann auch damit weiter, dass er und auch die beiden Mädels immer mehr merken halt, ne, die fühlen sich immer mehr dazu hingezogen, ihnen gefällt der Sex mit ihnen und so weiter. So wie es halt immer ist, gell? Nee, ganz ehrlich. Ich mach mal kurz Pause. Ich will mir nicht mehr anhören, dass er erzählt, dass das Opfer von sexueller Gewalt einfach nur noch mehr und so lange gegen ihren Willen dazu gezwungen werden müssen, bis es ihnen dann irgendwann gefällt, weil es ja vollkommen normal ist. Ich will mir das nicht noch länger geben. Ne? Ich mach kurz Pause. So, Leute, ich habe das jetzt mal kurz überflogen. Ja. Ist halt die Goblin-Geschichte nochmal weiter ausgeschmückt. Noch widerlicher, noch ekelhafter. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung. Der Jäger und irgendwelche anderen Leute sind dann in der Gewalt der Goblins und die werden halt so lange gebimst, bis sie es begriffen haben. Das ist mehr oder weniger, weil, und das Krasse ist, aber die Goblins sind gar nicht böse. Ne, dass die das machen, dass die einfach Menschen nehmen und gefangen nehmen und gegen ihren Willen bimsen so lange, bis das Stockholm-Syndrom so krass kickt, dass man ihnen dann zutrauen kann, sich irgendwie wenigstens innerhalb des Goblin-Lagers frei bewegen zu dürfen. Das ist nicht böse. Sondern das ist halt deren Kultur. Ich denke die Scheiße nicht aus, das hat der so gesagt, Digga. Ja, ist halt Triebtätergeschwafel. Es ist der brennende Haufen Scheiße da hinten auf dem Grill, was er da verzapft hat. Ja, und wenn sie es dann irgendwann freiwillig machen, wenn sie selber dann irgendwie so geil dadurch geworden sind, ja, wie es halt immer passiert, wenn jemand gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen wird, ne? Die werden da immer dann früher oder später, werden die einfach fürchterlich geil davon. Und als sie das dann begriffen haben, dann durften sie dann sich auch frei bewegen und haben sie festgestellt, dass die Goblins doch eigentlich die Guten sind. Ganz ehrlich, du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Ja. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Wisst ihr, woran habt ihr den Natascha Kampusch-Film gesehen? Die durfte ja dann auch irgendwann aus ihrem Verlies raus, ne, bei dem Priklopil und mit ihm praktisch im Haus leben. Das ist dieselbe Nummer. Das 1:1, derselbe, ne, desselben Geisteskind. Man hat die Festplatten nicht untersucht, ich sag's nur. Ne? So, das hier müsste ich freischalten. Das kostet 2000. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn du das veröffentlichen würdest, dass da einige Leute sagen würden, was ist denn mit dem? Ja, das kann man auch relativ gut vorstellen, ha? Gott sei Dank ist er jetzt veröffentlicht worden und ja, alle Leute sagen so, was ist jetzt mit dem? Ja, es ist noch mehr als nur das, denke ich. Ja, das reicht aber schon, Rainer. Wie meinst du das? Das Hauptproblem an sowas ist ja, dass da Rainer, das Hauptproblem daran bist du.
Das Hauptproblem bist du und deine Verharmlosung von Vergewaltigungsszenen. Sag's, wie es ist. Das ist das Hauptproblem im Moment. Es immer Leute geben wird, die dann versuchen, irgendwie in eine bestimmte Richtung auszuschieben. In eine bestimmte Richtung. Hast du dir nochmal angehört, was du gerade erzählt hast? Ich hab's kurz und knapp zusammengefasst. Es war sehr, 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 sehr viel Gaming-Geblubber dazwischen. Na, aber das war die Quintessenz dessen. Na, die Quintessenz einer Story ist, wenn man irgendwie ein sexuelles Bedürfnis hat, dann nimmt man sich's mit Gewalt, und wenn die Person da keinen Bock drauf hat, dann nimmt man sich so lange mit Gewalt, bis sich das ändert bei der Person, bis die dann auch Bock drauf hat. Das ist die Quintessenz seiner Geschichte. Das ist krankes Triebtäterverhalten. Es tut mir fürchterlich leid, Reiter. Nee, es tut mir nicht leid. Reiter, das ist krankes Triebtäterverhalten. Such dir Hilfe. Okay. Versuchen werden, das anzuzeigen und keine Ahnung. Ja, zu Recht, Rainer. Vollkommen zu Recht. Es ist vollkommen zu Recht, Rainer. Und das nicht nachvollziehen können. Gerade in meinem Fall ist das Natürlich kann man das nicht. Wer kann das denn nachvollziehen, Rainer? Wer kann das denn dass man solche Gedanken hat und die dann auch noch in die Öffentlichkeit bumst? Ich meine, dass man solche Gedanken hat, ist ja schon schlimm genug. Ist ja das schon nicht nachzuvollziehen. Aber dass man dann auch noch der Meinung ist, zu sagen, ja, nee, das ist das Beste, was jemals irgendjemand sich ausgedacht hat, und das hauen wir jetzt da raus, und andere Leute sind einfach nur Brüder, wenn sie damit ein Problem haben. Das ist doch... Nee. Kann man nicht... Dass das die Leute einfach nicht nachvollziehen können. Das ist vollkommen unerklärlich. Aber der Mann ist einfach echt, der ist nicht oft genug geschlagen worden in seinem Leben. Ich sag's, wie es ist. Das war oft der Fall. Ach, schau mal, die Jahreszeit ist vorbei. Okay. Also die versuchen irgendwie was zu finden, wo sie dich anzeigen können, oder was? Ja, brauchen wir nicht lange suchen. Ja, nicht nur das, die versuchen einfach generell mir zu schaden. Hm. Ja, das ist es. Das ist es. Die kranken Vergewaltigungsfantasien, die der Rainer hat und die er dann niederschreibt und in die Öffentlichkeit pimmelt, die sind nicht das Problem. Dass ihm jemand deswegen schaden will, das ist das Problem. Alter Keks. Boah, ich glaube, ich muss heute richtig... Ich bleib heute nicht nüchtern, Digga. Ich bleib heute definitiv nicht nüchtern. Ich muss runterkommen nach der Nummer. Ich bin auf 188. Mir geht die Pumpe und mir schwellen die Halsadern an auf Penisdicke. Vor Hass. Ja. Ist auch letzten Endes egal. Ja. Mhm. Letzten Endes ist das nämlich nicht egal, Rainer. Letzten Endes ist das nicht egal. Und keine Ahnung, ich höre mir gern so True Crime Podcasts an. Wie oft ich da höre, ja, der hat dann im Internet das und das und das und das und das auf einschlägigen Foren geschrieben. Und es sind immer solche Geschichten. Es ist OG derselbe Scheiß. Ja, desselben Geistes Kind. Nur, dass er sich, Gott sei's gedankt, auf ein körperliches Behindertenlevel gefressen hat, indem er wirklich wenig Chancen hat, wirklich gefährlich anderen Menschen gegenüber zu werden. Zumindest körperlich. Weil man leicht vor ihm davonlaufen kann. Aber ich habe immer, hört's euch hier, keine Ahnung, hier verurteilte Gerichtspodcast hier mit Heike Pufka und wie sie nicht heißen, ne? Hört euch das an, da ist ganz oft, denn dann heißt es ja, hier in irgendwelchen perversen Foren hat der das und das und das vorher schon veröffentlicht. Und da auch nie einer was gemacht. Und dann kommen dann wieder solche Nummern dabei rum. Und am Ende hat keiner voraussehen können. Einmal nichts, das war unmöglich, das zu verhindern, dass da was passiert ist, aber für die Zukunft müssen wir es besser machen. Und 2 Jahre später haben wir denselben Fall und dann ziehen sie wieder in irgendeinem Wald einer aus einer aus irgendeiner Kackgrube, die da irgend so ein Perverser in den Wald reingescharrt hat. Und dann ist wieder das Geheule groß, hätte ja keiner wissen können. Ja, 2 Monate vorher aus der Psychiatrie entlassen mit, ja, ist alles Gucci mit dem Typen, weiß ich nicht, was mit dem verkehrt sein kann. Und dann weiß wieder keiner, was man hätte anders machen können. Nee, man solche Leute einfach wegsperren.
Das war die Sommer. Ach, sieh mal, Ehefrau. Es wurde ein Kind geboren anscheinend. Mhm. Oder, nee, es hat jemand geheiratet. Es haben 2 Leute geheiratet für die beiden. Ja. Frau, hier, Partner. Jemand. Hier, Geburt, Tier. Es gibt das in Küken. Sehr gut. So sollte es sein. Okay, Brücke ist Liebe, Brücke ist Leben, okay. Ja, okay, Videospiel überspringen wir. Oh, das geht noch weiter mit den Goblins, Digga. Oh Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ja, Pflichtstunde ist jetzt erreicht. Seit 20 Sekunden. Ich bin raus aus der Nummer für heute. Ich habe jetzt Wochenende. Ich habe keinen Bock mehr. Kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Es ist belastend. Ja, keine Ahnung. Das ist, ich glaube, das ist jetzt Part 31. Ob es ein Part 32 gibt, werde ich mir überlegen müssen. Ich habe langsam keine Lust mehr drauf. Mich belasten gerade Dinge, ne? Ich habe zum Thema von dem anderen Video, das ich gemacht habe, ich habe den großen Fehler gemacht, YouTube-Warnungen zu ignorieren, habe mich zu dem Charlie Kirk Attentat informiert und YouTube hat mich gewarnt, ja, yeah, Graphic Content, Violence, bla bla bla. Ich sage, ja, leck mich am Arsch. Die letzten 300 Mal, wo sie mir das gefragt haben, war der Content, der danach gekommen ist, eigentlich relativ harmlos. Da ist meistens um irgendwelche Film-Reviews gegangen. Und innerhalb der ersten 5 Sekunden siehst du, wie ein Mann in den Hals geschossen wird und eine dicke Blutfontäne raussprudelt. Und das ist auch ein Bild, das wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens verfolgen wird. Ich sag's euch, wie es ist, das hat mich schwer belastet. Und die Scheiße macht das jetzt gerade nicht besser. Und ich habe jetzt keine Lust, mein ganzes Wochenende irgendwie super down zu sein und mich in irgendeine Scheiße zu vergraben, weil ich mir Gedanken darüber mache, was es für Abschaum auf dieser Welt gibt. Ja? Ich habe da keine Lust mehr drauf. Bin jetzt erstmal raus. Leute, tut nicht, was Rainer tut, Medal off.